תודה, נחמה. Heint ist der 18. März 2024. Und wir werden heint sich vernehmen mit der spezieller Thema, was ich will bald sagen. Aber eider wir haben nun wegen der spezieller Thema, will ich Herrn Nechama und gewollt fragen eine Frage. Ken. Ja, ich bin in einer anderen Gruppe, wir lernen auf Englisch und es gibt ein Satz auf Yiddish. Yes. Es ist, die Wörter seien soll reinkommen in euer Reshut. Yes. Reshut, ja? Und der, was hat übergesetzt, die Satz, dem Satz hat geschrieben, I want you to take our child Yehuda into your household. Aber es ist nicht kein Wort, was meint Household. Nein. Reshus meint, אפשר ותיר mir helfen mit English, Reshus is the realm of the things which are pertinent for you. Wie wollt ihr das gesagt auf Englisch? You mean your possessions? Not possession. No. Reshus is the topic or theme which you are knowledgeable in it. I thought it means permission, to have permission. No, permission, but not here in the phrase you said. Beten Reshus is to ask permission, but here, reingehen in euer Reshus means to enter into the realm where you are knowledgeable. So it's the same word in Hebrew, but it has two different meanings? Many words in Hebrew and in other languages have more than two meanings. It depends what is the context. The question is, what is the context of the phrase you quoted in Yiddish? Well, I just have part of the word. Zola reinkommen in euer Reshut. Okay, but before that. Ich will als unser Kind Yehuda soll reinkommen in euer Reshut. Tamshichi. That's it. That's all that was quoted in Yiddish. Okay, but the context is not enough wide to understand what it means. Yeah. Does that, well, you said domain, right? In your domain exactly. Or realm. So that's domain. So that's like household, right? No. Okay. It depends what is the wider context. Mm-hmm. And if you have no more context, it's impossible to understand what it means. Mm-hmm. Okay. יש רשות פלסטינאית, אז זה בדיוק... לא, זה משהו אחר לגמרי, which that's like domain, אבל it doesn't tell us what is in the quotation Nechama said, because the context is not enough wide. Okay. דניאל איתנו, רגע, דניאל איתנו. שלום דניאל. דניאל? האם דניאל שומע אותנו? טוב, אז אנחנו מתחילים לדבר על נושא שרציתי לפתוח היום. אנחנו דיברנו לפני שהקלטנו, דיברנו על 6,500 סופרי יידיש ב-150
השנים האחרונות. ומישהו מכם אמר, אוקיי, but not all of them were famous. זה לא משנה. כל מי שכותב ביידיש, מראה לנו גישה של אנשים יוצרים לחיים, לזהות היהודית. אם יהיה פעם מישהו שיוכל לקרוא את כל 6,500 הסופרים וכל מה שהם כתבו, הוא יוכל לקבל מושג איך ספרות יידיש מתייחסת לקיום של העם היהודי, לזהות היהודית, לעולם וכו'. בתוך 6,500 הסופרים האלה, שכולם שייכים לתקופה המודרנית, 150 השנים האחרונות, יש סופר אחד שהיום אני רוצה לדבר עליו. ואני חושב שאתם לא יודעים אפילו את שמו. אני אשמח לדעת שאתם כן שמעתם את שמו, אבל לא יותר מזה. אבל הסופר הזה שאני עומד לדבר עליו היום, הוא אחד מחשובי סופרי יידיש במאה ה-20. אז למה לא יודעים עליו מספיק? על זה נדבר. ואני אגיד את שמו, ואני אשאל כל אחד מכם מה אתם יודעים עליו, ואם אתם לא יודעים, אז לקבוצה שלנו בזום יש חור גדול בהשכלה, וחייבים לדבר עליו. מי שמע את השם מרדכי שטריגלר? נחמה? Ja, hat gerät wegen ihm. ון. Etliche Mal, after hat mit ihm did you have a meeting with him? Did you meet him maybe in New York? Right. Ja, und hat ihm gefragt, was hat sein Ksaf Yad durch der Milchama und nach der Milchama? Ja, und was, Nechama, was weißt ihr wegen Mordechai Stregler, der Schreiber? Nur von euch. Früher habe ich nicht gehört von Ja, aber von mir, was gedenkt ihr, wer ist Mordechai Stregler? Okay. Hat gearbeitet in einem Vorwärts-Zeitung, öfter? Ist gewesen der Redaktor von Vorwärts. Okay. Was noch kennt ihr, Nechama, wegen ihm? Das ist alles. Okay, das ist nicht wenig, aber das ist wenig. Ist gewesen der Redakteur für Boris Sandler? Far Boris Sandler. Okay. Okay, ורה, מה את יודעת, האם שמעת את השם מרדכי שטריגלר? לא שמעתי. אוקיי. דניאל, שמעת את השם מרדכי שטריגלר? כן, שמעתי את השם, והיה עיתונאי נראה לי, אבל אני לא יודע הרבה. אוקיי. הוא היה אפילו כותב בצרפתית. מה הוא היה? כותב בצרפתית. כותרת בצרפתית? כותב. כותב בצרפתית, כן. אבל מי הוא, אתם עד עכשיו, כל מי ששאלתי, לא יודע מספיק לדעתי. אימי?
לא, אני לא יודעת. אוקיי. נשאר עוד מישהו או שאלתי את כולכם? יש מישהו שלא שאלתי? לא. אוקיי. So if we resume, אם אנחנו מסכמים, קבוצת הלימוד שלנו בזום, כמו שאני חשבתי, לא שמע מספיק ולא יודעת מספיק מי זה מרדכי שטריגלר, אף על פי שאני אומר שהוא אחד מגדולי סופרי יידיש במאה ה-20. ואז אני שואל את עצמי, אז למה לא יודעים עליו? ועל זה אני עומד לענות. וגדם וילך רד. ונכבר אונהם אינה provokativen Ton. Und als was ich sage, ist emes. I am not inventing nothing. Mordechai Striegler hat gekannt sein mein Vetter. Oh, He yeah. could have been my uncle, but he was not. So why? Oh. So, ich gedenk, eier Mume, Yeah. Efter hat mit ihm sich begegnet oder maybe a date or something. No, did your Mume go to New York or something? Mein Mume Doda Lisa, die jüngste Tochter von meinem Seiden, okay, ist Eule gewesen, kein Israel, in 1950, oder ich habe nicht kein Teus. Und sie hat gelebt, ihr ganzes Leben, sie lebt schon nicht, aber sie hat gelebt in Israel. Und meine Mumme ist gewesen die Sekretärin von einer wichtigen, aber wenig bekannten Journal auf Yiddish von der Histadrut HaZionit, ein Journal, was ist erschienen במשך zendlicher Jahren, und der Name von Journal ist gewesen Volk und Zion. Was ist הרויס in ירושלים במשך zendlicher Jahren. Und sie ist gewesen die Sekretärin von dem Journal. Mordechai Striegler is given film, yeah? Is given film? עוד מעט אני אגיע אליו. Okay. In dem Journal Volk und Zion haben sie gedruckt sehr in die 50, in die 60er, in die 70er, in die 80er Jahren vom vergangenen Jahrhundert haben sie gedruckt sehr Schreiber von Israel und Michutz Israel, was haben geschrieben auf Yiddish. Mordechai Striegler pflegt kommen, hat gelebt in New York, aber pflegt kommen kiemat alle Jahre in die 50er und 60er Jahre kein Israel. Danach wird erklären, für was. Und hat euch geschrieben Artikeln im Volk und Zion. Wenn pflegt kommen kein Jerusalem, pflegt reingehen in der Redaktie
vom Volk und Zion. Die Redaktie ist gewesen in dem Binien von der Histadrut Zionit. Und dort pflegt treffen Doda Alisa, mein Mumme. Und hat sich bekannt mit ihr, pflegt geben einen Artikel, und derweil haben sie sich bekannt. Im Jahr 1961, 1961, hat Doda Alisa, mein Mumme, beschlossen, als sie fort kann New York sich treffen mit Mordechai Striegler und beschließen, ob sie wird Chassene haben mit ihm. So what happened? For was ist nicht geworden, mein Vetter? Ist die meiste Sache. Ihr gedenkt nicht, ob ich habe das erzählt, ich meine es nicht. Ja, hat uns gezählt. Der zählt. Wer noch gedenkt die Geschichte? Amy? לא זוכרת. ורה? זוכרת? Vera? No, האם ורה שומעת? I think she just stepped out for a few minutes. Yeah. דניאל, Okay. אתה שמעת את הסיפור? לא. ורה חזרה? כן. כנראה. האם ורה שמעת את הסיפור על הדודה שלי שנסעה לניו יורק? לא שמעתי. שמעתי קודם, מתישהו אתה סיפרת, אבל אני כבר שכחתי. כן, אז נחמה היא היחידה שזוכרת משהו. My Mama sagt, als ich gedenkt die alle meistens. Sehr gut. Okay, die Frage ist zu ihr gedenkt all the details. Ist Doda Alisa, mein Mumme, gefahren nach New York. Sie ist gekommen auf der Gas zum Binien, wo Mordechai Striegler hat gelebt, in Upstate New York. Sie ist gewesen Shabbos. Okay? Und der Pfarrer hat meine Mumme nicht genommen dem Lift. Hat gewohnt auf einem hohen Stock. Und sie ist auf die Treppe und gekommen, machen eine Visite Mordechai Striegler zum ersten Mal in New York. Sie ist gestanden bei der Tür, aber so wie das ist gewesen Shabbos, hat sie nicht geklungen in Glättel. Mein Mumme Alisa hat gehabt religiöse Gefühle und abgeht Shabbos. Hat sie angeklappt in Tier. נחמה, את זוכרת את הסיפור? Ich habe nicht im Ganzen verstanden. Okay. Aber etliche Pratim, wie ich verstehe. I don't think I understood the story exactly, but it wasn't a good ending with Striegler, yeah. Doda Alisa angeklappt in Tier. Und Striegler hat gewusst, als sie wird kommen machen eine Visite. Und sie ist gewesen Shabbos. Wenn Doda Alisa hat angeklappt in Tier,
hat sie gehört von ihnen wenig. Ich stelle sich vor, also auf Jiddisch oder auf Hebräisch, יבוא, ודודה עליזה geöffnet die Tür. Rein in Striglers Stub. Und in dem Salon, sie hat mir erzählt, hat sie gesehen, Mordechai Strigler sitzt und hält in seiner Hand eine Zigarette. Okay? Ihr seht euch, dass nicht kein Ungezündener. Nur hält in Hand eine Zigarette. Schabes, eine Zigarette, Doda Lisa mit ihrem religiösen Gefühl. Wenn sie hat das gesehen, hat sie verstanden, als Strigler, was ist gewesen ein Yeshiva-Bocher, in seiner Jugend, ist nicht oder der religiöser Mensch, mit welchem sie wollt öfter Chassene gehabt. בשביל דודה עליזה זה היה שוק. בשביל מרדכי שטריגלר זה היה מיסנסנט כדי להגיד בלי מילים לדודה עליזה, אני יהודי מודרני, יכול להיות שאני מעשן בשבת, יכול להיות שלא, את צריכה לדעת עם מי יש לך עסק. In zwei Briefen, was ich habe bekommen von New York, geschrieben von Doda Alisa, hat sie erzählt, als zusammen mit Mordechai Strigler seien sie gegangen als ein Couple, machen Visiten zu verschiedenen jüdischen Schreibers in New York. Aber wie es seht euch, hat sie verstanden, als Strigler ist nicht unter der religiöse Yeshiva-Bocher, zu welchem sie ist gekommen, beschließen, was sie tut. Und noch ein paar Monate ist sie gekommen zurück in Jerusalem und Strigler ist nicht geworden mein Vater. So, wer ist Strigler? Wer ist gewesen? Und für was hört man nicht sein Namen wie einer von den wichtigsten Jiddisch-Schreiber im 20. Jahrhundert? Die erste Sache, was ich will sagen wegen Mordechai Strigler ist, als ist geboren in Mizrach-Europa, in einer kleinen Städtel, und wenn ist gewesen, um 7 Jahre alt, ist geschehen eine Schreife, eine Feier, in sein Stub, בכפר, und ein Goy hat ihm geratet und herausgenommen von brennendicken Stub. Und die ganze Mischpoche ist rüber in der größeren Stadt.
in Mizrach Europe. Mordechai Striegler ist gewesen ein Yeshiva-Bocher. Hat gelernt in ein paar Yeshivas. Und wie seht euch, ist gewesen ein Talmid Chochem. JTS, Jewish Theological Seminary, hat gewollt, als Mordechai Striegler soll sein Professor von Talmud in JTS. Aber Striegler hat gesagt, als hat nicht kein Ordination wie ein Professor und fühlt nicht, als will oder kann sein Stava Professor ohne Titel in JTS. Aber ist schon gewinn bewusst. Die hat mit hoch. Der Hebräische Universität hat gewollt, als Striegler soll sein der erste Rosh Chug mit Yiddish in Jerusalem. Vor Dovsanam. Eider sie haben sich gewendet zu Dovsanam. Und Striegler hat gesagt, nein. Minastam, weil hat gefühlt, als also ist nicht kein Professor von Talmud, ist auch nicht kein Professor von jiddischer Literatur. Nicht geguckt auf dem, was ist gewesen, ein Jiddisch-Schreiber. Mordechai Striegler hat angeschrieben 7 Bücher wegen der Shoah, wegen sein eigenem Leben in Ghettos und Lagern. Mordechai Striegler ist ein Nitzol min der Shoah. Und in die 7 Bücher beschreibt was hat übergelebt in der Zeit von der Shoah unter die Nazis. Mordechai Striegler hat geschrieben, euch Romanen vor der Shoah und nach der Shoah. Aber Striegler ist euch gewesen ein Journalist, wie Daniel hat gesagt. Und wie ein Journalist hat redigiert Journal auf Yiddish und geschrieben Artikel wegen aktuellen Themen sein ganzes Leben. Und wie ihr hört, sich allein, sein Name ist nicht genug bekannt. Und die Frage, was ich frage, sich allein, ob ich und nicht nur ich sagen, als Striegler ist einer von den wichtigsten Schreibern im 20. Jahrhundert, für was ist sein Name nicht bekannt. Der kurze Entfer zu der Frage, für was ist nicht genug bekannt, der kurze Entfer, was ich sage, ist, als Striegler ist zu jiddischer Schreiber. Striegler ist not Bashevis. Striegler ist ein jiddischer Schreiber,
was kedei zu verstehen, was schreibt, ob man setzt ihn über auf andere Sprachen, wird sein schwer zu verstehen. Weil man darf kennen Jiddischkeit, kedei zu benehmen und verstehen, wegen was Strigler schreibt. Mehr wie Chaim gerade? Ja, mehr wie Chaim gerade. Weil Chaim gerade beschreibt die jiddische Gesellschaft, die verschiedenen Typen von Jiden. Aber Strigler beschreibt die wichtigsten Prinzipien von Jiddischkeit. In 1957, 1957, Ben Gurion hat sich gewendet zu Intellektuellen, jüdische Intellektuellen in der ganzen Welt und in Israel, zu 60 verschiedene jüdische Intellektuellen, ich meine 60, und sie gefragt eine Frage: Who is a Jew? Wie soll definiert jeder einer von euch, was ist ein Jid? Bei Strigler hat nicht gefragt. Aber wenn Strigler hat gesehen, als Ben Gurion verinteressiert sich mit der Frage, wer ist ein Jid, hat Strigler angeschrieben, einen sehr wichtigen Artikel, wer ist ein Jid? Und das ist ein Artikel, was heute habe ich gesagt, Tov an mein Freund, als wir dürfen im Leben zusammen. Es ist ein Fragezeichen, noch wer ist ein Jid? Es ist eine Frage. Nein, die Frage ist nicht, ob ein Jid ist ein Jid, nur die Frage ist, wie so definiert jeder jiddischer Intellektuell in der Welt und in Israel, wer ist ein Jid. Okay. Und der Entfer von Mordechai Strigler ist ein spezieller Entfer. In der Zeit, wenn die Tshuves zu Ben Gurion von Rabbonim, von Schreiber, von Intellektuellen, seinen Gewinn verbunden mit der jiddischen Halacha, mit der Jewish Law. Strigler hat gesagt, ein Jid ist nicht dafke, der, was hit ob die Halacha. Der Nimosif, ich gebe zu, in der Teure ist da ein Begriff Naval Birshut HaTorah. Ihr könnt abhitten die Halacha und sein am Menuvel. Ein Naval. Ein nicht joishadiker Mensch. Strigler hat definiert, wer ist ein Jid. Der Artikel ist sehr größer. Ich sage nur in allgemeine Terminen. Strigler hat definiert, wer ist ein Jid. Jeden Mensch, was wie ein Resultat von Abhitten Jiddischkeit wird ein joischerdiker Mensch, ein moralischer Mensch,
ein abgehitter Mensch in seine Beziehungen mit anderen Menschen. Das, was Mordechai Strigler hat getan in sein Entwerk, ist geben ein Porträt of a human being who was educated and formed by the Jewish culture. Das ist ein Artikel, was ich meine, als wir dürfen in einem von den kommenden Wochen oder Monaten überleben. Sei, weil Striglers Yiddish ist ein fantastischer Yiddish, ein sehr reicher Yiddish, und der Iker, weil der Zugang von Mordechai Strigler ist ein soziologischer, humanistischer, jiddischer Weg. Was definiert, was ein Jid ist, nicht Leute, die Orthodoxen und nicht Leute, die nicht-Orthodoxen, nur von dem Standpunkt, was ist der ideale Mensch, nachdem wie ist der Zeugen geworden wie ein Jid. Okay. Hat Hassene gehabt? Ich will entfernen auf eine Frage. Also wie mein Mumme ist entlaufen von New York gekommen zurück in Jerusalem. Strigler hat Hassene gehabt in älter, öfter von 50 Jahren, wenn es gewesen um 50. Hat getroffen in London a Frau, was ist gewesen a Chemiker von Jerusalem. Und hat Hassene gehabt mit ihr. Und wir haben auch nicht kein Toes. Mein Mumme Alisa ist gefahren in 61. 1960. Hat Hassene gehabt in 1968. Okay? Und es ist geboren geworden, eine Tochter, was heint, ist sie herum 56 Jahre alt. Ich kenne ihr persönlich. Und Tova und ich haben gekannt Esther, die Frau von Strigler. Für was hat Hassene gehabt mit ihr, das kann ich nicht sagen. Aber sie seien gewesen in zwei verschiedene Welten. Esther Strigler ist gewesen ein Akademiker, eine Chemikerin, was fragt, במשך יום kommen lernen Englisch mit Studenten in Jerusalem Universität. Und Strigler ist gewesen ein jiddischer Intellektual und ein Talmid Chochem. Ich habe interviewt sei Esther Strigler wegen Strigler und sei die Tochter von Strigler. Was ist
אפשר wichtig zu sagen ist, als wenn wir seinen Gewinn mit Toran in New York, haben wir gemacht eine Visite bei die Striglers. Demut Strigler hat schon nicht gelebt, aber ich bin gewesen in sein Haus und ich habe gesehen dem Zimmer, wo hat gearbeitet in sein Stub. Und in dem Zimmer ist gewesen ein kleiner Tischl voll mit Büchern, mit Gemores und mit anderen Büchern. Ich bin gekommen in New York mit Tovan und gehabt bei mir in Keschene ein Brief vom Direktor von der Nationalen Bibliothek in Jerusalem. Demut ist noch die Bibliothek und der Archiv von Striglern gewesen bei ihm in Stub, noch sein Tod. Und ich habe überzeugt, wie sagt man überzeugt auf Englisch, I convinced the widow and the daughter that the archives of Mordechai Strigler should be kept in the National Library of Jerusalem. Es ist gewesen demut noch eine Möglichkeit, als der Archiv soll gehen zu JTS, Jewish Theological Seminary. Und ich habe gesagt, als wie Strigler ist ein Yiddish-Schreiber, da hat er mit Rochim, aber ein Yiddish-Schreiber, der richtige Ort für sein Archiv ist die National Library in Jerusalem. Und ich habe überzeugt der Almone mit der Tochter. I convinced them. Und במשך eine längere Zeit, jeden Mal, wenn ich und Tova seine gefahren von New York und Jerusalem und wenn die Almone vielleicht kommen in Hebräische Universität und die Tochter, jeder einer von uns hat gebracht eine Valise mit Materialien von Striglers Archiv. Und bei mir im Stub haben wir organisiert Mordechai Striglers Archiv und in 1908, in 2008, habe ich übergegeben ein Teil von Striglers Archiv der Nationalen Bibliothek. Ein anderer Teil von Archiv, und ich habe das geschrieben in einem Brief zur Nationalen Bibliothek, ist geblieben bei mir, bis ich will endigen, schreiben meine Forscharbeit wegen Striglers Schaffungen für
der Israel Science Foundation. Ich habe gehabt ein Projekt, ich habe geschrieben, ein Projekt, wie sei was zu ausforschen in Striglers Schaffung. Die vergangene Woche, wenn ich bin nicht gekommen zu euch, habe ich zusammen mit Galia Shauli, meiner Assistentin, organisiert Striglers Material, was befindet sich bei mir. Und Sof März wird man kommen von der Nationalbibliothek zunehmen dem anderen Teil von Striglers Archiv für der Nationalbibliothek. Weil ich meine, als Striglers Schaffungen wird man weiter forschen, 10 Jahren ahead, wie man sagt. Aber euch in Har Tzofim habe ich במשך mehr wie 50 Jahre zu neu geklebt Artikeln Striglers und Archivmaterialien, was verbunden mit Striglern. Und mindestam will ich euch und die Materialien übergeben der Nationalen Bibliothek, als alles, was hat zu tun mit Mordechai Strigler, soll sein dort zusammen für die zukünftige Forscher. Und ich weiß, als schon mit Jahren zurück sind gekommen in der Nationalen Bibliothek Forscher, was forschen die Schaffung von Mordechai Strigler. מישהו רוצה לשאול עד כאן? Ja, ich will fragen, für was ihr hat nicht sich gewendet zu Yivo. Weil es sagt, Forschers machen ihre Arbeit in Yivo. Und in Jerusalem nicht? No. You said the materials going to the Yiddish Book Center in America. מה את שואלת? אני לא מבין. Strigler's Erschick, Strigler's Schreibungen kein Yiddish Book Center? Nein. Oh, ich habe nicht verstanden. Ich sage, als ich konzentriere, von dem Moment, wenn ich habe übergegeben, einen Teil von Striglers Archiv in Jerusalem Bibliothek, konzentriere ich alles, was ist verbunden mit Striglern, was ich habe zu neu geklimmt, da in Jerusalem. Oh, okay. Ich habe gehört, the Yiddish Book Center, okay. לא אמרתי דבר כזה. עוד מישהו רוצה לשאול או להגיד משהו? מדף ליינן שטריגלר, אפס. Das ist המסקנה שלך היא נכונה. את שטריגלר אי אפשר לקרוא כל מה שהוא כתב כי אין לזה סוף. אבל זה נכון, אנחנו צריכים, ואני אמרתי, וריזאית, זה מאמר שאני חושב שאנחנו צריכים לקרוא, כי אנחנו נלמד מזה משהו מאוד אקטואלי. What is Jewish identity today? Es einen dann noch ein paar Artikel, Striglers, was ist כדאי zu lernen, aber wegen dem wir reden ein andermal. עוד מישהו רוצה להגיד או לשאול משהו?
כן, אימי? אימי, שומעת? לא. אוקיי. ורה? אין לי שאלות בינתיים. תודה. אוקיי. דניאל? לא, מה זה יידיש אידנטיטי היום? מה שאמרת. הזהות היהודי היום, איך אתה מגדיר את זה איך בכמה הוא מילים? מגדיר את זה? איך הוא מגדיר את זה? לא, אוקיי, ואני, לפי זה שלו, לפי לא ההגדרה שלו. לפי, אלא אנחנו נקרא, אני מציע שנקרא את המאמר שלו, וננסה להבין, כי מה שהוא כותב במאמר הזה, מאוד אקטואלי בימינו. המילה יושר, how do you say יושר in English? Heritage? No, יושר, לא יושר. ירושה, Oh, יושר. איך אומרים את זה באנגלית? righteousness. oh. כן? זה מוטיב מרכזי בהגדרה של שטריגלר, מה זה יהודי. וזה קצת מפתיע, כי כולם אומרים יהודי לקיים מצוות, אבל להיות אדם ישר, honesty, והוא מסביר. ואנחנו יודעים שהיום, כשמדברים על פוליטיקאים, מדברים על פוליטיקה, מדברים על אינטרסים של כל מיני חברות, לא מדברים על to be honest. שטריגלר מפתיע אותנו, מפני שלדעתי הוא נוגע במוטיב שהוא לא מוטיב במרכז ה-consciousness של האדם המודרני. כן. So he was ahead of his time, right? He was what? He was ahead of his time. Like he was ahead of what? לא הבנתי. No, he was ahead of his time with his thinking, with Exactly. his philosophy. Exactly. And why? Because for Strigler, Jewishness is a program for a better society, and not only a sectorial topic. Ich will fragen, ob die Forwards ist gewesen auf a hohe Madrege, wenn ist gewesen der Redaktor. Eine Frage ist eine interessante Frage. Ich kenne nicht so gut aus, was wird geschrieben, vor seiner Zeit und in seiner Zeit und nach seiner Zeit. Aber ich kann sagen, als Strigler wie der Redaktor von Vorwärts, במשך זה ירסך יום. is given הרדקטור, sehr anders wie alle andere Redaktoren. למשל,
Ich weiß von den Interviews, was ich gemacht mit der Almone und mit der Tochter, Striegler pflegt aufstehen 4 Tag. 4 in the morning. Pflegt arbeiten in seine Sachen, wie ein Schreiber, wie ein Journalist, eine Show oder 2. Und nachdem pflegt sich zugreifen vorn und vorwärts. Das heißt, Striegler ist gewesen a very creative person before he came to Forwards, some couples before. Und in Forwards hat gemacht seine Arbeit wie ein Redaktor. Wie so hat gearbeitet wie ein Redaktor, das darf man noch lernen und ausforschen. Okay. Aber ich stelle sich vor, als so ein Striegler ist gewesen sein ganzes Leben, ein Mensch mit der consciousness about his own work and the work of others. Min hastam ist ein Arbeit in Vorwärts gewesen, ein wichtiger Beitrag, a very important apport to Jewish journalism. Okay. Ist gewesen der Redakteur noch Ab Kahan? Ich meine, als noch Ebkan ist gewesen noch Emetzer und danach ist gewesen Striegler. Okay. Okay. Ihr müsst wissen, als Striegler ist gewesen sehr verbunden mit Medinas Israel. Ja. Das heißt, Striegler ist gewesen öfter der einzige Redakteur in Vorwärts, für wen die Medine und ihre Zukunft ist gewesen ein wichtiger Inyen. Und wie ich habe gesagt, במשך הסך יום פלקת לקומן alle Jahr oder wie ein Repräsentant von zionistischen Organisationen in Amerika. Okay. למשל, ich will geben ein Beispiel. Ob ihr gedenkt in Volk und Zion, in dem Journal, wo mein Mumme Alisa ist gewesen Sekretärin. Und ich hab das bei mir in Stub, da in meiner Bibliothek. Hat Striegler abgedruckt einen Artikel über Gedenk wegen Rebarie Levin. Rebarie Levin in Jerusalem ist gewesen, mit dem gerufen Rav HaAsirim. Es ist gewesen ein Rav, was wenn wir gehabt the Underground in der Zeit von den Engländern und wir durchgehangen Jiden. Pflegt vorn in Jail, macht eine Visite zu den Gefangenen. Rebarie Levin ist gewesen eine spezielle Figur in Jerusalem. Wenn ich bin Eule gewesen und gekommen kann Jerusalem
in 1960 hat Doda Alisa, mein Mumme, mir weggeführt zu Rebarie Levin in Stub. Sie hat ihn gekannt, sehr gut. Und ich bin gewesen bei Rebarie Levin, beim Rov Rebarie Levin. Und sein Stub ist gewesen ein Zimmer, ein Bett, ein Tisch und ein Bänku. Wenn Rebarie Levin hat man geschrieben, ein paar Bücher. Eine sehr spezielle Figur von einer Jid in Jerusalem. Ist in Volk und Zion, ist erschienen als ein Artikel wegen Rebarie Levin. Jetzt will ich sagen etwas wegen Mordechai Striegler wie ein Schreiber von Umkum. Wie ich habe gesagt früher, Mordechai Striegler הוא ניצול שואה. Hat sich gerettet von Holocaust, von deutschen Lagern. Und Mordechai Striegler wie ein Schreiber ist gewesen in der Zeit, wenn ist gewesen in die Lagern, in die nazische Lagern. Ist gewesen ein Spezialist, sich zuhören zu das, was andere Jiden haben ihm erzählt. Mordechai Striegler wie ein Schreiber wegen der Shoah hat funktioniert in die Lagern wie ein Mikrofon, was geht über nach der Milchome. Das, was hat gehört von anderen Menschen. Maybe I can define Striegler as a writer of the Holocaust, as a kind of chronicler of the Jewish soul under Nazi rule. Striegler schreibt wenig wegen sich und der Riker wegen das, was herum ihm in die Ghettos und Lagern, wo ist gewesen. Und auch wegen dem weiß man wenig, weil seine Schriften auf Jiddisch sind nicht übergesetzt geworden in andere Sprachen. Okay. Zwischen die Schreiber, wo seinen gewesen in Ghettos und Lagern, Yeshayahu Spiegel, Yitzchak Katzenelson, Sutzkever, Striegler ist ein Unikum, weil beschreibt, he describes
the Jewish soul under Nazi rule. Striegler hat gewollt, Eule sein, kein Erz Israel. Kein Medinas Israel. Aber ist geblieben in New York. Und zwischen die Yiddish-Schreibers in New York nach der Zweiten Weltmilchome ist laut meiner Meinung der wichtigste Yiddish-Schreiber. Zwischen seinen Büchern nach der Milchome hat ein Buch, ich meine, das seien 2 Bänder, was heißt Schmuesen mit der Zeit. Talks with the Time. with our time. Yeah, talks with our time. Ihr damonete dem Buch, weil Striegler ist ständig aktuell. Bezieht sich, schreibt wegen seiner Zeit, wegen die Problemen von seiner Zeit. Wie Yid, nicht wie ein Journalist, nur zu schreiben Artikel in der Zeitung. Und ich fühle, als auf meine Frage, was ich habe gefragt, für was ist nicht bewusst genug, למה לא מכירים אותו מספיק? habe ich nicht geantwortet, אפול antwort. לא עניתי עדיין תשובה מלאה. בתשובה אני צריך להוסיף למה הוא לא מוכר מספיק. אמרתי כי לא תרגמו אותו לשפות אחרות, לא לאנגלית, לא לעברית, ואני עוד אגיד, הוא לא מוכר מספיק, כי הוא עמוק מדי בשביל קורא רגיל. מה אני רוצה להגיד במילה עמוק מדי? בדברים שהוא כותב, כדי להבין אותם צריך לדעת יהדות. It's another range of intellectuality. הוא רחוק כמו השמיים מן הארץ, מפוליטיקה, ממפלגות, כן?
כאשר אנחנו נקרא את המאמר מיהו יהודי, אנחנו נרגיש את זה. כן. השעה 7:16. כן. האם יש עדיין שאלה או קומנטר? האם אפשר למצוא ביוגרפיה של שטריגלר בוויקיפדיה? אתם יכולים להסתכל? אימי ונחמה, ורה, מעניין אם יש משהו ברוסית. שטריגלר כותבים סטריגלר ב-S. מורדכאי. Do you think there's something in the Yivo encyclopedia of East European Jews? אני לא זוכר, צריך להיות. אפשר להסתכל? כן. אולי אני כתבתי, אני כבר לא זוכר. כן. אימי מסתכלת? אני מחפשת. את מחפשת? On the internet. כן. There is a יש Wikipedia. כן. Encyclopedia.com. Let's see. נחמה, את מנסה משהו אחר גם? Ich habe ein Computer, ich kenne nicht das, der Bio. Aber ich gedenke, als wenn ihr hat gerät wegen Striglerin, ich habe gesucht auf dem Computer, ich habe gefunden etliche Artikeln oder Informationen, ja, ich habe gefunden, aber Ihr das nicht bei sich. nein. Ja. Okay. ורה, את מוצאת משהו ברוסית? ורה, שומעת? גם שמו שטריגלר מרדכי? רייט, נכון. בינתיים לא מצאתי ברוסית. אוקיי. אז זה עוד סימן למה הוא לא ידוע באופן רחב. אימי, את מצאת משהו? מצאתי ויקיפדיה וכמה, איך אומרים, obituaries, ניו יורק טיימס. לא, זה אני יודע שיש obituaries, אבל זה מצחיק. יש obituaries, אבל עליו מאמר על הביוגרפיה שלו אין? Just Wikipedia and I don't know what. כן, יש. את יכולה לקרוא קצת? Sure. Let's see. It's opening. השעה 7:20. It has two different dates of birth, the same article. Born 1920. מה הדייט הראשון? 1921. כן. And then it says he was born in 1918. התאריך הנכון זה 1918 כנראה. Okay. And he הוא died בעצמו, in רגע, שטריגלר בעצמו
כתב 21, אבל אני רוצה שתבינו שניצולי שואה לפעמים נותנים תאריך, כן? לא מתי שנולדו, אלא מתי שניצלו, או משהו כזה. הם משנים את התאריך. כן, מה עוד? He died in 98. 98 he died. Is that right? Wow. איזה שנה זה בעברית? Let's see. 1998. Okay. And then there's different sections. Childhood, adolescence, World War II, emigration and journalism, literary work. מהו הדבר השני אחרי childhood? הכותרת השנייה? Oh yeah, מלחמת העולם השנייה. לפני מלחמת העולם השנייה, אחרי childhood, מה הכותרת הבאה? לא שמעתי. איך? אמרת שיש כותרות. אחת הכותרות זה childhood, יש עוד כותרת אחר כך? Okay, let's see. Okay, so כותרת א', childhood, adolescence, and World War II. adolescence, אולי נקרא adolescence קצת. לא נספיק לקרוא את הכל, אבל נראה. זה בוויקיפדיה? כן. אוקיי, אז מי שיכול שיחפש אחר כך בבית בוויקיפדיה וידפיס לעצמו, כי זה חשוב. כן, adolescence, בואי נשמע. Immigration and journalism. לא, adolescence, נקרא את הסקציה. Oh, sorry. Okay. Let's see. It's מאוד מעט. כמה שיש. Let's see. מעט. At the age of 18, he completed his Talmudic studies. He obtained a rabbi diploma. Let's see. From 1937, he worked as a preacher in the Warsaw Great Synagogue. That's right. I want to add, he worked as a preacher in the big synagogue in Warsaw, and he was the secretary of the last rabbi in Warsaw. And this is very important because there is a lot of things which he did as the secretary of the rabbi. The name is written there. I forgot for a moment his name. Okay, תמשיכי לקרוא. כן? Sorry, my connection failed. Okay. I'm back. כן. Okay. Let's see. באדולסנס יש עוד משהו? כן. And then after Germans invaded Poland, he tried to return to his parents, but he failed. He was returned to his parents. כן, נכון. But he couldn't. He was captured by the Germans and was in the ghettos and concentration camps in Majdanek. And then an ammunition factory. Right.
he was exposed to a poison there. Right. And then it said he was there for 1 year and he wrote about it. Many people but those died records were lost. Of this poison. Okay. Yes. Okay. That's what it says. And then he was released in 1945 in Buchenwald. Right. He was in 12 different camps. Uh-huh. And that's all. And then okay. It tells about after the here. war. When you read that he was in 12 different camps. That's what it says, yeah. He as a writer about the Holocaust has what to tell. In his books, the 7 books he wrote about that are a very important document, but because it's in Yiddish, no one knows that. Okay, אנחנו נסיים כאן היום, ואני רק מקווה שאני עוררתי עניין. I opened your motivation to know a little bit more about שטריגלר, ואני מייעץ לכל אחד מכם להיכנס לוויקיפדיה ולהדפיס לעצמו את הערך על שטריגלר, מפני שחשוב לדעת את הביוגרפיה של הסופר, ובעתיד אנחנו גם נקרא אחד המאמרים. לפני שאנחנו... Kann ich schreiben ein Paragraph oder Porschures wegen Strigler auf Yiddish für der kommende Session? Ihr wollt schreiben, Nechama? Ja, nur ein Paragraph. Like kurz und scharf, weil... ja. בסדר, אני מאוד אודה לך על זה. אז תודה רבה לכם. Okay, let me stop the recording. I'm going to stop the recording.